Et kann in seinem Immunsystem aber auch op Spring helfen. Zum Beispiel, wenn er sich impfen lässt. Da kann er sich immun machen gegen verschiedene Krankheiten, Hepatit zum Beispiel oder Tetanus. Gegen wer denn alles durch eine Impfung immun ist, das steht genau an einem seinem Impfpass geschrieben. Das wissen also normalerweise, gegen wer den immun ist, muss er seinen Impfpass just finden. Gedu, Mr. Science. Hi. Ah, du hast den Impfkartgesicht aus der noch aktuell. Ja, das will ich an meinem Experiment von Hautlo rausfinden. Und dafür gucken wir an meinem Körper egen Impfkart, weil der ist sicher aktuell. Also wenigstens kannst du deinen Körper nicht vertasseln, aber wie willst du das dann rausfinden? Ja, ich lasse mein Blut auslesen. Und dafür kriege ich Hilfe vom Staatslabor. Ei, das ist aber nicht für mich, Stato. Weil ich bin hier am Bereich Serologie am Staatslabor. Und hier beschäftigen sie sich mit Antikörper. Und so, ich wollte dich fragen, als das Kindergipverein sein Impfpass hier checken kommen? En principe, on peut détecter presque toutes les maladies vaccinales, mais en pratique, on ne le fait pas parce que, pour des raisons pratiques, et ça coûte beaucoup moins cher de revacciner que de refaire les tests. Mais on va faire une exception beaucoup tard. Und könnt ihr alle gute Krankheiten und alle gute Impfungen, die ich jemals hatte, am Blut finden? Oui, en principe, on peut détecter toutes les maladies ou tous les vaccins qu'on a eus, mais le problème, c'est qu'il faut faire un test spécifique pour chaque maladie. Et en plus, tous les anticorps ne persistent pas à vie. Ja, dafür wird man just ein paar gängige Krankheiten sichern. Und ich bin mal gespannt, was sie da alles finden. So, Joseph, solange Sie am Staatslabor dein Blut analysieren, kannst du mir mal genau erklären, nur was Sie da sichern? An unserem Körper sind je noch größer Geschlecht die 5 Liter Blut dran. Und das Blut geht an einer Zentrifuge geschleudert, also ein bisschen wie ein Zaloteschleider, und dann trennen sich die Rotblutkörperchen vom Serum. Und am Serum sind die wichtigsten Zellen von unserem Immunsystem dran. Das sind die weißen Blutkörperchen. Ah, das sind groß weiße Blutkörperchen, die du hast. Wenn ein Virus oder so ein Erreger unseren Körper attackiert, dann reagieren die weißen Blutkörperchen. Da gibt es ganz viele verschiedene dieser Blutkörperchen und wir konzentrieren uns heute auf die B-Zellen. So, die kennen einen kleinen Teil vom Virus, zum Beispiel das Pik, und die wird Antigen genannt. Und sie können Antikörper für den Antigen produzieren. Ein Antigen ist also just ein Stück von einem Virus? Ja, und die Antikörper, das sind Proteine, die ein bisschen so wie diesen Y ausgesehen. Und das Antikörper passen am Prinzip just auf ein Antigen von einer Sorte Virus. Ob ein anderer Virus, den ein bisschen anders ausgesehen, da passen sie nicht drauf. Also die Antikörper setzen sich auf die Antigene vom Virus. Was geschieht dann? Ja, im Idealfall passieren zwei Sachen. Erstens kann den Antikörper dem Virus seinen Zugang auf die Zelle blockieren. Das PK, das ist ein Antigen, und im Fall von Coronavirus wird es Spike genannt. Und das ist etwas so wie ein Schlüssel, für an eine Zelle ranzukommen. Aber wenn da ein Antikörper drauf sitzt, da könnt der Schlüssel nicht mehr an die Zelle ran. Ja, und zweitens? Aber den Antikörper, den markiert der Virus, ein bisschen so wie mit diesem Fendel. Und dann haben Killerzellen es ganz einfach für den Virus zu fangen und dann zu fressen. Aber kein Virus mit da ist, was geschieht mit den vielen weißen Blutkörperchen? Der Gros von diesen B-Zellen wird vom Körper einfach eliminiert. Und bleiben da just nur ganz paar Einzelne zurück. Und das sind dann Gedächtniszellen. Und die verhalten, wie in der Virus bekämpft, für den sie spezialisiert sind. Und sie genau diese Gedächtniszellen,
die wichtig sind, für das unser Körper sich nicht eine zweite Kehr eiskalt erwischen lässt. Und das ist der Grund, für was eine Impfung möglich ist. Bei einer Impfung lebt es nämlich bald genau dasselbe, just, dass man entweder inaktiv Viren gespritzt kriegen oder sogar nimmen ein kleines Stück vom Virus, einen sogenannten Antigen. So, an unserem Immunsystem, der reagiert identisch, produziert Antikörper und verhält sich das. Aber bei der neuen Coronavirus-Impfung ist es noch ein ganz anders. Da kriegt man nämlich nicht so ein Antigen gespritzt, aber wir kriegen just einen Bauplan, sogenannten RNA, gespritzt. Und mit dem können Zellen selber die Antigenen produzieren. Und dann passiert genau dasselbe. Das heißt, unser Immunsystem wird aktiv und wir sind dann besser geschützt. Und ich gehe mal gucken, wie ein Antikörper bei mir im Blut überhaupt findet. Après les résultats, vous avez eu les anticorps pour l'hépatite A, les anticorps pour l'hépatite B, les anticorps pour la varicelle, pour la rougeole, les oreillons. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. Par contre, vous n'avez pas d'anticorps pour le coronavirus. Ja, den Coronavirus den hatte ich auch noch nicht. Mir war erstaunlich, dass also die Varizellen, also die Wasserpocken, die hatte ich als Kind, also als ganz klein Kind für 35 Jahre. Und ich bin noch immer immun dagegen. Das ist wirklich mega erstaunlich. Also dann lo ein Unterschied, ob ein lo Antikoren hat von einem Vaccin, also von einer Impfung, oder Antikoren von einer Krankheit. Alors, normalement, une maladie, le virus est beaucoup plus vivant et il est entier. Donc, théoriquement, une maladie protège beaucoup plus long qu'un vaccin. Parce que le vaccin, soit c'est des particules du virus, ou le virus n'est pas entier, ou une quantité moins importante. C'est pour ça que la maladie, normalement, protège beaucoup mieux qu'un vaccin. Ja, aber in den meisten Fällen ist es natürlich besser, es hat eine Krankheit nicht. Ich für meinen Fall bin auf jeden Fall froh, dass mein Impfpass noch an der Reihe ist. Und lo werden ich noch auf die Invitation, für mich gegen den Coronavirus impfen zu lassen.